Herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Fire Emblem Fates zum Vermächtnis und wir haben immer noch leider Probleme, sind aber, glaube ich, besser vorbereitet darauf. Also hoffe zumindest. Dreht Waffenvorteil um. Ganz kurz mal gucken, es ist eine rote, aber das Problem ist, er hat sowieso alles mögliche, also... Ja, Waffenlevel zu drehen bringt da aber eigentlich nicht sehr viel. Hochschuriken nehme ich jetzt mal und hoffe auf das Beste. So, so mal klar, dass der kommt. Okay, dass er so viel Schaden macht, war mir doch nicht so klar. Was? Der haut hier trotzdem weg? Klar, eine Silberwaffe, aber trotzdem hat doch nicht gerade 0 Verteidigung. Och, Menno, Leute. Nee, ich bin davon ausgegangen, dass sie einen Treffer aushalten wird. Okay, mein Fehler, ich hätte es besser berechnen müssen. Ich habe es gar nicht ausgerechnet, habe es einfach nur spontan gedacht. Aber ich nenne mit so etwas. Ein Angriff macht 26 Schaden, obwohl sie 15 Verteidigung hat und das ist nicht mal ein Berserker. Ein Berserker hat dann noch ein bisschen mehr Schaden reingezogen, aber natürlich... Oh Mann, ey. Ja, hier ist das nächste Problem, man sieht's. Ist mir ein Rätsel, wenn man hier ohne Verluste durchkommen soll. Ich meine, klar, ich kann mich auch total zurückziehen und nur Rinka plus und 2 andere, die mega viel Verteidigung und so weiter haben und dann alles aufboosten und so einfach aushalten. Wäre eine Variante. Aber es wäre irgendwie langweilig. Okay, Kagero ging bisher drauf. Das sollte nicht sein, verdammt. Das sollte echt ohne Verluste durchgehen. Mann, wie soll das erstmal Herrschaft werden? Ich hier schon versage. Der merkt, Saburo ist auch sauer. Klar, er kann mehr trainieren. Vor allem bei Herrschaft muss ich trainieren. Weil wenn das noch so schwierig sein soll, dann bin ich sowieso am Arsch. Der kommt schon. Ah, kommt gar nicht hin. Gut, aber jetzt fürs erste Mal Ruhe. Das ist natürlich sehr schön. Das können wir mal zum Ab... Okay, ihn komme gar nicht. Ja, dann werde ich mal den Typ hier anlocken. Mit euch zwei, er macht das schon. Jetzt kommen hier noch diese geflügelten Typen, sind momentan eigentlich noch egal. Ganz ehrlich gesagt. Die sind dafür noch zu weit weg. Jetzt muss ich erstmal hier gucken. Erst gucken, dann mich ducken. Mit Orochi gemeinsam macht ihr das schon. Das, was ich durchgeschaut habe, sieht relativ gut aus. Sind vor allem da noch 2 Gegner, okay, sonst gerade aktuell nichts mehr. Gibt natürlich uns wieder die Chance, um uns durchzuheilen. Du. Ja, ich will Rang A mit dir haben. Lalala. Und du sollst auch stärker werden. Also mach ihn fertig. Lalala. Gut, kann er so mal ein bisschen Sicherheit bringen. Und sie mal anfangen, ihn ein bisschen zu heilen. Die Frage ist halt hier, wie gehe ich ein bisschen vor? Was soll ich mich aufteilen für eine Seite oder gehe ich auf beiden Seiten durch? Das ist hier so ein bisschen die Frage. Stimmt momentan gar nichts zum Heilen. Oh. Vergesse ich immer wieder. Dass ich ja so dumm war. Ja, wir können sonst noch heilen. Da steht Shura. Ich bin noch lieber mal hier hin.
So, auch gleich. Ja, okay, ein bisschen fehlt noch. So, ansonsten noch mal ein bisschen abfangen. Wie sieht es zum Beispiel hier aus? War es ein Typ mit Silberschwert? Kann ich doch eigentlich so locker abfangen. Eigentlich. Ja, ich weiß, was ich sage jetzt immer oft. Aber es hat leider... eine Runde lang eins von Magie ist natürlich eigentlich schon eine geile Idee. Ihn herholen. Hallo, guck, was machen hier meine Feinden? Könnt ihr im ersten Zug mal testen. So. Mal gucken, was jetzt passiert. Kommen die echt in Kombination? Also doof sind die nicht. I'm here for you! Naja, Silas ist here for all. Ah, jetzt kommt unten auch noch etwas. So. Wir müssen mal hier aktivieren, wa? Wie effektiv ist das Ganze jetzt? Kommen die überhaupt nicht mehr voran, oder? Natürlich kommen die noch voran. Gut, der trifft jetzt gar nichts, aber der zumindest. So, wegen dem hier, wa? Die Frage ist halt echt, wie ich hier ein bisschen durchgehe. So. Unlocks natürlich die Truppen hier schon, das ist klar. Wenn Silbax, da kann ich etwas anderes bringen. Zum Beispiel Hinoka! Mit! Doppel-Naginata. Dürfte wehtun. Schauen wir ganz kurz für Shura. Und Shura für die beiden. Ja, fang mal an, mich hier ein bisschen durchzuschleichen, wa? Sprich durchschleichen plus anlocken. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so eine doofe Idee. Was ich natürlich hier mache, ist ein anderes Thema. Wie weit kommen die überhaupt? Okay. Natürlich aus der Entfernung. Gut. Ja, schon mal ein Problem weniger. So, dann darfst du hier mal. Und damit ist auch schon Schnee von vorgestern. Let's play! Let's play Nightel Style. Jo Mann, was geht ab? Nehme ich jetzt der unten. Oh, jetzt ein Erzritter. Richtige Nervensäge. Er muss ein bisschen ihn hier hinschicken und Felicia hier, wegen besserer Unterstützung. Dann geht das schon. So, jetzt habe ich natürlich mit Silberaxt und Nervensäge. Dann da oben von der Magie noch. Ach, man kennt es ja. Trotzdem ist ja relativ viel Verteidigung. Das mit 32er Stärke. Ja, ist schon viel. Machen wir es so, wa? Mit euch beiden klappt das schon. Du kannst noch ein bisschen Stärke geben. Es gibt euch beiden noch ein bisschen Glück dazu. Lululul.
So, mal schauen. Fire in the hole! Selbag-Style. Wir Kriter! Nö. Excuse me, Princess. What? Spüre meine Silberaxt! Dragon-Style. Dragon-Fang! Oh ne, Silberaxt, das tut aber weh. Ja, nur nicht treffen. Ha. Okay, natürlich Asura. Mann, das ist immer so. Die Partner so irgendwie falsch wählen. Kommt mir gerade, wie lange hält eigentlich der Wind noch? Der Wind, das himmlische Kind. Erstmal tschüss. Denn du störst. Oh ne, ich bin der Critical Champ. KP, not bad. So, wie schon mal erwähnt, du nervst. Das bringt alles nichts hier. Hitze-Schurken-Style. Und das ist bereits Level 29. Das heißt theoretisch noch ein Level. Mal gucken. Und sich nicht verducken. Oh, jetzt kommt der noch. Super. Das heißt, muss ich ihn hier hinschicken? Nee, muss auch gar nicht. Hey. Jetzt, Freunde, kommt Trick 17 zum Zuge. Ich weiß, ihr habt den einen nur noch einmal. Ist eigentlich ein bisschen Verschwendung, aber hey. Wenn ich schon mal dabei bin, kann man sie auch episch machen. Hier, schmeckt mal die Wurfkeule. Eine leckere Keule. Habe ich mir gerade aus den Partner hingezaubert? Ja, ganz toll. Ja. Unser Käden gegen Magier ist echt imbar. Full. Frisst immer das Full. Level 8. Ich glaube, ich mal jetzt ein bisschen Offscreen trennen, damit man alle so Level 10 haben. Ich habe sogar Level 15. Ich glaube, ein bisschen zu viel. Level 10 alle mal mindestens Level wäre schon mal ganz nice. So, wie sieht es ansonsten immer noch aus mit die da kommen und der da oben? Also ja, klar war es, der so weit kommt. Oh, ganz vergessen, hier oben. Okay, das sieht doch schon mal besser aus. Das heißt, ich könnte den Silberschwärmer anlocken. Ganz ehrlich, das schafft er alleine. Und falls nicht, hat er ein bisschen Unterstützung. So. Falls was kommt, das mal die beiden hier unten. Alter. Ist aber die nur so schwach trainiert. Ja, kill sie doch. Haben wir den Doppelaginator bekommen. Waffenvorteil ausnutzen ist immer wichtig bei Fire Emblem. War schon immer und wird es auch immer sein. Sorry. Das klang so, bis mir an den Weg, du Arsch. Silberschwert. Kommt natürlich hin. Sehr gut. Doppeln ist doof, wa? Sind hier keinen Bock drauf. Ich denke mal so pro bzw. Eingang mal 2 Typen stationieren. Die ein bisschen aufpassen, den Rest nach vorne schicken. Also Magie müsste verboten werden, ganz ehrlich. So. Das mache ich jetzt sicher mal, den ein bisschen nach vorne schicken. Silas genauso und er auch. Ja, aber ein bisschen vorsichtiger. Aber ich glaube, es ist noch verständlicher. Ich lasse euch mal. Ja, ich lasse mal hier, komm. Ist besser so. Wenn es ein bisschen schneller vorwärts geht. Ich sage, die sind gar nicht mal so doof. Können die echt zu zweit mit ein bisschen Vorteil haben.
Immer beim letzten Schlag kriegt der, das ist so geil. Wie das halt aussieht, so ein Doppelkatana bei ihm. So, die kommen ihm noch kaum vorwärts. Sehr schön. Ja, immer ein bisschen so sich durchschlagen war. Sicher nicht unbedingt die dümmste Idee. Die Generäle hier, aber mit Silberlanzen. Natürlich haben die auch so viel Power und da muss ich der Rinker ran. Ich muss immer Rinker anschicken, da gibt's gar nicht. Bisschen mehr Stärke noch. Muss ich mal beim Team, wenn sie Level 10 sind, wa? Wyrmtür ist gar nicht mal so eine schlechte Waffe. Aber er hat das Rashinto. Was? Alter Ryoma, ey. Was daneben? Jetzt bin ich sauer. Pff. Der Typ ist echt krass. Da geht man einen Angriff nehmen, was bei ihm sowieso so selten wie überhaupt etwas passieren würde. So, what? Nee, Mann! You are down! Warte, wie kann man jetzt... Aha, der. Der kann uns so weit angreifen, okay. Mann! Ich vergiss das immer wieder. Ein Valley Soli. So, hier unten kommt, glaube ich, keiner mehr. Gehen wir hier auch mal hier rüber. Versuchen mal auf der rechten Seite durchzubrechen. Also links ein bisschen so anteasen wegen, haha, ihr trefft uns nicht und rechts durchbrechen. Das glaube ich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Noch mehr Erfahrungspunkte, lalalala, bis die da hier sind. Das ist natürlich hier ein ähnliches Problem. Hier anteasern, aber dann kommt so ein Typ und denkt mir so, ja scheiß, die Wand voll. Anders gefragt, wie weit kommen die? Baue ich wieder mal eine Abwehrzone auf. Wäre gar nicht mal so doof, wa? Aber müssen die erstmal weg hier. Magie braucht momentan sowieso nicht. Aber jetzt hier gerade... Super. Da rennen schon, was sie alle hinten. Mann. Ich könnte natürlich... So. Notfallszenario, wa? Kennen wir ja auch. Doppelkatana zum Umkehren. Schon mal wieder ein bisschen besser. Ihr bringt euch irgendeine Sicherheit. So, wie gesagt, ein bisschen Erfahrungspunkte haben, also noch ein bisschen speeden. Yo! Aber geht. Sie ist ja kein direktes Ziel. Mut! Mit 3% könnt ihr kritten. Ihr kriegt das. Da glaube ich einfach nicht, ey. Alter, mit 3% kriegt. Ich bin echt ein Unglücksrahmen in der Hinsicht. Ich kann so viel Pech haben. Ich dachte, die rechte Seite wäre safe. Da wäre ich super drauf. Und dann ziehe ich plötzlich die linke Seite, wo ich dachte, ich wäre total im Arsch, plötzlich ist die safe. Meine Fresse. Oh, leck mich doch am Arsch. So, bitte ein Ding aktivieren, Drachenader, dankeschön. Jetzt ist Rinka auch weg. Mann, dabei wollte ich einen Rinka. Ja, ist eigentlich logisch, wa? Wenn Rinka fällt, fällt eigentlich ein bisschen alles, wenn man so will. Aber eigentlich hier drüben war doch Hinoka. Ich hab gerade mal so auf. Ja, drüben auch Hinoka. Wegen Magie versteht ihr, das muss sie eigentlich alles abfangen. Oh je. Ja, er macht halt so wenig. Nee, da... Nee, komm. Frage, wenn ich sie nochmal bewege, kommt sie doch bis hier vorne und kann die mal ein bisschen ankratzen. Nennen wir es mal ankratzen.
Das ist schon mal gut. Wenn ich die mal so treffe, genau. Also das klappt sich ziemlich sicher. Nämlich mal um die hier kümmern. Ja, es tut weh, aber was soll ich machen? Die müssen weg. Scheiß Generäle, ey. Meine Rinker. Ja, die kann gut lachen. Dann sing mal ein bisschen. Scheiß, die Wärmvoller gibt's nicht, die kann nicht dran. Ey, sag's mal so, wenn ich jetzt genau punktmäßig reinkommen wäre, hätte ich es riskiert mit dem Angriff, aber so. Ich muss dann wieder heilen, geht nicht anders. Dann natürlich aufpassen, dass ich mich nicht irgendwie. Kann immerhin 6 Felder weit, wa? So müsste es noch klappen. Da sind wir ein Herbstfest noch für den Notfall. Da können sie gemeinsam wieder aufpäppeln. So, plus Inuka noch. Natürlich auch eine Option, war mit Magie ein bisschen angreifen, hä? Und hier ist aber gar keinen, der ein bisschen helfen könnte. Tja. Wären sind wir sicher beide weg. Da gibt's nicht, ich kann da gar nicht ran. Das ist nicht richtig. So, jetzt schafft es eigentlich jeder sehr gut. Das heißt natürlich, wenn ich jeder sage, natürlich auch jeder. Wie zum Beispiel er mit dem Bestienstein. Und haut ihn weg. Critical Stone. No, kann man natürlich auch so sagen. So, hier hin, dann muss ich ein bisschen heilen hier und dann vielleicht sogar. Ne, Moment, habe ich gesagt. 6 Felder war. 3, 4, 5, 6. Das heißt, die können es angreifen, ja gut. Da oben, ja. Nachher vielleicht, wa? Tja, nicht ganz voll, was willst du machen? Gut. Ja, zur Unterstützung. Sitzt da schon mal besser und sogar noch hier ein paar Idioten, aber das geht eigentlich noch, so auf den ersten Blick zumindest. Meine Fresse, die rechte Seite wird zur Rinka weggepustet. Mit dem Critical werden schon mit dem Crit mit 3%, aber ich kann es ja gar nicht rechnen. Gut, natürlich mein Fehler, ich wusste ja, dass sie Silberlanzen haben. Hey, ich hätte denken können, Moment mal, die haben Silberlanzen. Die haben nur mal sicher Waffenvorteil umdenken, ich nehme nur mal die Axt, vor allem die Donneraxt. Wäre klüger gewesen, ne? Einfach nur, wenn ein Crit dann auch weg gewesen. Dann spiele ich einen Crit 0%, aber naja, das ist ein anderes Thema. Freunde, wieder mal danke fürs Zusehen. Nächste Folge haben wir hier hoffentlich einmal durch, weil man viel ist ja nicht mehr, wäre jetzt schon fast durchgebrochen mit Hinoka. Hier oben, und wenn wir dann mal hier oben sind wir relativ schnell bei Hans und dann ist er am Arsch. Vor allem, der hat Resistenz, hat er praktisch auch nichts. Krieger kann zwar zweimal angreifen, bringt immer relativ wenig. Wenn ich ihn so angreife, dann geht das ja. Naja, kriegen wir hin. Hauen wir weg in der nächsten Episode. Bis dahin, ciao zusammen.